Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission, der Blick auf Europa. Ich wollte heute ein Thema mit euch anschneiden, EURES, das die grenzüberschreitende Kooperation zwischen den Arbeitsagenturen, das heißt für mich grenzüberschreitend an das Arbeitsfeld ranzuklammen. Das ist etwas, was besonders für Grenzregionen immens wichtig ist, nicht nur für uns als Lützeburg, aber auch schon hier bei meinem Kollegen aus Österreich. Auch Österreich ist da ganz stark betroffen, aber eigentlich als alle europäischen Länder betroffen. Und dafür, ich grüße dich ganz herzlich und vielen Dank, Heinz Becker, dass du mitmachst bei diesem Gespräch über EURES. Ich denke, dass das eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Ich habe jetzt in Luxemburgisch angefangen, um den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen die Problematik näher zu bringen. Wir können auch fortfahren in Luxemburg. Ich weiß, dass du das verstehst, aber nein, nicht so. Okay. Nicht so leicht, nicht so leicht. Spaß beiseite. Nächstes Mal. Okay. EURES existiert seit 20 Jahren und hat seine Bewährungsprobe eigentlich erfüllt, ist bekannt, aber noch nicht so bekannt eigentlich, wie es sein sollte. Und ich denke, dass es mehrere Mängel aufgezeichnet hat in den letzten Jahren und aus diesem Grund ist es gut, dass wir das angefasst haben, dass wir das neu gestaltet haben, komplett modernisiert und umfassend erweitert. Was wird jetzt neu eigentlich? Was wird neu wenn diese Verordnung in Kraft tritt, EURES? Der neue EURES-Bericht, den ich für das Europaparlament verhandeln konnte und im Trilog erfreulich erfolgreich abschließen konnte, hat eine völlige Neustrukturierung gebracht. Es gibt eine Vernetzung aller europäischen Arbeitsmarktverwaltungen, auf der öffentlichen Seite ebenso wie der privaten Arbeitsvermittler. Das ist schon eine gewaltige Stärkung. EURES wird als EURES-Plattform im Internet auf jeden Fall einmal den Zugang zu Hunderttausenden offenen Stellen in Europa anbieten können. Und das noch dazu ganz leicht und auch barrierefrei nutzbar. Das heißt, die Menschen haben eine sehr leichte Möglichkeit festzustellen, wo sie eine freie Stelle bekommen. Diese Situation mit den Hunderttausenden freien Stellen, in Summe sind es fast 2 Millionen in Europa, steht natürlich der großen Arbeitslosigkeit kontroversiell gegenüber. Und gerade diese Arbeitslosigkeit zeigt natürlich, dass eine Plattform, wie es EURES ist, hier ein hohes Potenzial hat. Es gibt viele Neuerungen. Es sind vor allen Dingen die in Luxemburg ja schon sehr erfolgreich praktizierten Cross-Border-Partnerships, die grenzüberschreitenden Modelle, nicht nur gestärkt worden, sondern vor allem in der finanziellen Förderung in den EaSI-Programmen der EU gesichert. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, wir haben die Sozialpartner massiv gestärkt. Wir haben es geschafft in den Verhandlungen mit Kommission und Rat, dass nichts mehr ohne die Sozialpartner passieren kann. Natürlich sollen sie nicht alleine entscheiden, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber die Vertreter der Arbeitnehmer und die Vertreter der Arbeitgeber sollen in Europa zukünftig immer zusammen und gehört werden. Es darf europäische moderne Arbeitsmarktpolitik ohne Sozialpartner nicht mehr geben. So stellt man sich ja auch die Sozialpartnerschaft vor, in unseren Augen. Jetzt ist, wie du eben angedeutet hast, diese Reduzierung der Arbeitslosigkeit ist wichtigstes Ziel. Jetzt gibt es diese neue Initiative, Dein erster EURES-Arbeitsplatz. Das ist ja jetzt neu hinzugekommen. Worum geht es eigentlich bei diesem Programm? Es soll natürlich, und jeder wird es verstehen, wenn wir EURES insgesamt erkennen als ein Programm und eine Verordnung, die die Arbeitsmarktverwaltungen verpflichtet, die Mobilität zu steigern. Das heißt,
einen Arbeitsplatz in einem anderen EU-Land anzunehmen, wenn ich zu Hause keinen adäquaten Arbeitsplatz finde, dann soll diese Mobilität gesteigert werden. Und die wendet sich ganz sicher vornehmlich an junge Menschen, auch wenn ich glaube, dass EURES nicht nach dem Alter benotet werden soll. Europäische Arbeitsmärkte müssen für alle Altersgruppen sein, aber dennoch die Flexibilität, hinauszugehen und einen Arbeitsplatz woanders anzunehmen, richtet sich stark an die jungen Leute. Dein erster EURES-Arbeitsplatz, wie diese Initiative heißt, hat schon in den vergangenen Jahren in der, sagen wir, Pilotphase viele tausend junge Menschen in andere europäische Länder geschickt, hat dort ihre Arbeitsplätze organisiert, hat ihr Leben organisiert und hat gefördert, dass sie ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bekommen. Diese Zahl von einigen tausend jungen Menschen soll natürlich ab jetzt massiv erhöht werden. Ja. Und so können wir annehmen, dass diese Initiative parallel zum Erfolg von EURES als neue Plattform dann auch diese entsprechenden Potenziale heben kann, die bei den jungen Menschen stehen. Es sind erst 3% der Europäer, die in einem anderen Land arbeiten. Also das ist nicht viel. Das ist noch keine Mobilität. Ja, da bleibt noch viel zu tun. Absolut. Ja. Und es bietet enorme Chancen, weil es für qualifizierte Menschen, und da gehe ich wirklich vom Arbeiter bis zum Studierten, für jeden Qualifizierten gibt es überall in Europa gute Chancen. Man muss nur flexibel genug sein, auch die Chance anzunehmen. Ja, und das ist ja eigentlich auch in Zeiten, wo wirklich ein bisschen Grenzen wieder ein Thema sind. Wir kommen noch später darauf zurück, zu reden, denke ich, dass das eine gute Initiative ist. Studieren über die Grenzen, arbeiten über die Grenzen und das, jetzt anfangs hat es geheißen, dass Praktikum und diese Ausbildungsplätze, dass die eigentlich dass die ausgenommen sein sollen und jetzt gibt's, die sind einbezogen worden, aber mit einigen Ausnahmen. Wieso eigentlich diese Ausnahmen und wer bestimmt über diese Ausnahmen? Also man muss es ganz offen sagen, wir haben wirklich gekämpft wie die Löwen, dass wir Praktika und Traineeships in dieses Programm EURES, in die Plattform integrieren können. Und es ist gelungen. Aber wir mussten anerkennen, dass viele europäische Staaten im Rahmen ihrer Verantwortung für ihre Arbeitsmarktpolitik, denn diese ist eine nationale Verantwortung, natürlich auch Geld investieren in junge Menschen ihres Landes für Praktika und Ausbildungsplätze. Natürlich ist das Steuergeld des Landes, des Einzelnen. Daher kann hier kein Zugang für Nicht-Mitglieder dieses Landes für Praktika gegeben werden. Als allgemeine Regel. Das ist die allgemeine Regel. Daher gibt es Ausnahmen. Es dürfen die nationalen Mitgliedstaaten daher mit solchen Ausnahmen arbeiten. Aber das müssen sie auch begründen. In der EURES-Verordnung ist es einmal zuerst inkludiert. Und dann muss die Ausnahme erst argumentiert werden. Das heißt, Sie müssen ganz gute Argumente vorbringen, um dann die Ausnahme zu genehmigt bekommen. Jetzt gibt es ja in den letzten Wochen und Monaten etliche Diskussionen über Schengen, über diese Freizügigkeit innerhalb des europäischen Raums, des Binnenmarktes. Ich sage mal jetzt ganz konkret, meines Erachtens nach wäre EURES enorm betroffen von dieser, Wiedereinführung von Grenzkontrollen oder Grenzschließungen möglicherweise. Das ist ja auch so ein Thema. Wie konkret wäre das eigentlich oder ist das auch eine Gefahr, die besteht, dass diese Programme, nicht nur EURES, auch Eurasmus und, dass diese Programme wieder, ihren reellen Wert verlieren würden? Ich hoffe zuerst einmal, dass das nicht der Fall ist. In der EURES-Verordnung haben wir aber aktiv schon Vorsorge getroffen. Wir haben dort die Freizügigkeit neu definiert. Wieder im Sinne von einer Errungenschaft der Europäischen Union, die
außer Streit stehen muss. Das ist noch einmal drinnen verankert. Daher gibt es keine Gründe, wie man aus dieser EURES-Verordnung heraus argumentieren kann. Darüber hinaus ist es erfreulicherweise so, dass der Schengen-Raum für EURES nicht der Raum ist, um den es geht. Es ist die gesamte EU ausdrücklich definiert und nicht mit Schengen-Raum. Okay. Und daher ist es eine Hilfe, dass es nur um Mobilität geht. Ja. Es geht natürlich im Schengen-Raum auch um eine bestimmte Mobilität, insbesondere Verkehrsmobilität, Reisemobilität. Ja. Aber Arbeitsmobilität ist nicht betroffen, Okay. daher ist sie geschützt. Okay. Und das ist das Gute, jedenfalls im Bereich EURES. Und das Einzige, was hier von der EU noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Kommission eine Dachorganisation gebildet hat, um das zu kontrollieren. Okay, gut. Aber die Verordnung macht klar, dass die Freizügigkeit gesichert ist und dass sie kein Streitpunkt sein darf. Super. Und ja, die Zeit läuft uns wiederum davon. Die letzte Frage ist eigentlich, wir warten mit Spannung ja jetzt auf dieses Labour Mobility Package. Das heißt, die Kommissarin, unsere Kollegin Marianne Thyssen, hat jetzt die Diskussionen mit Großbritannien abgewartet und jetzt warten wir auf diese Vorstellung des Paketes. Da spielt die Entsenderichtlinie mit, da spielt die Sozialversicherungssysteme spielen da mit. Und EURES spielt natürlich auch damit. Und wie kannst du dir das vorstellen? Gibt es da möglicherweise in Zukunft noch Einschränkungen oder Erweiterungen? Oder bist du zuversichtlich, dass dein Bericht jetzt auch in diesem Labour Mobility Package Einfluss finden wird? Ich bin sehr zuversichtlich, dass die EURES-Verordnung hier nicht betroffen sein wird. Okay. Allerdings beschäftigt sich die EURES-Verordnung und die EURES-Plattform primär mit dem Angebot an offenen Stellen und an den Bewerbungen. Jeder Bürger kann ja sehr leicht dort im Internet seine Bewerbung abgeben, sodass es Millionen Unternehmer sehen. Das ist ja auch so das gedacht. ist die Wechselwirkung. Ja, nicht? ja. Ich glaube, dass das direkt nicht Auswirkungen hat. Indirekt hat jede Einschränkung der Mobilität dann natürlich durch Hinweis auf Sozialleistungen in den einzelnen Ländern Probleme. Ja. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die auch von Jean-Claude Juncker schon etablierte Prämisse, gleiche Bezahlung für gleiche Leistung am gleichen Ort, dass das realisierbar ist. Es ist notwendig, wir werden es brauchen. Es ist allerdings auch mit den unterschiedlichen nationalen, staatlichen Regelungen kompatibel zu machen. Ich will nicht schwören, dass das leicht ist. Nein. Ich glaube, es ist schwer und ich glaube, daher werden wir noch einiges vor uns haben. Ja. Es gibt überall Interessen einzelner Staaten. Das hat es aber auch schon am ersten Tag der EU-Gründung gegeben. Ja. Und ich bin daher der Meinung, wir sollten zuversichtlich sein, dass auch dieser Konflikt in der Sache letztlich das ganze europäische Werk stärken kann. Ich denke, die Bereitschaft ist da. Das heißt, wir wollen ja alle fraktionsübergreifend, länderübergreifend, wollen wir ja dieses Paket anfassen und zu einem guten Ende bringen. Und ich denke, allein schon diese Bereitschaft ist ein positiver Punkt und wir werden das schaffen. Wir werden die nächsten 3-4 Monate mit Sicherheit auf diesem Dossier vorankommen. Heinz, vielen Dank für deine Mitarbeit, du hast den luxemburgischen Zuschauern nicht nur dein Dossier, sondern insgesamt Arbeitsplatzvermittlung innerhalb des europäischen Raums ein bisschen näher gebracht. Du bist unser Spezialist in der EVP und warum nicht? Ich denke, ich bin froh, dass ich auf dich zurückgreifen konnte. Für ich lief Zuschauer daheim, ist sie froh, dass ich, wie gesagt, kann Heinz oben so ausländische Gäste zurückgreifen, die dann noch dem Moment im Dossier schaffen und die dann noch wirklich das Fachwissen haben, wenn nicht gerade am Dossier dran ist, nicht gerade im Dossier schafft, wer den dann nicht tut. Und dafür profitieren ich immer, wie gesagt, für ich so einen Gast vorzustellen, den dann noch sein Dossier plädiert. Merci für euch alle Gute, für das Nachgucken und bis die nächste Woche.